kommt alles gut. Oh, renn, Ethan! Oh! Nicht okay, nicht okay. Die Musik ist auch nicht okay. Ich bin so open. Okay, okay, ich hab's wollen. Hier habe ich's. So geil! Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Resident Evil 8 Village auf Schweizerdeutsch. Okay. Wir waren letztes Mal recht rumlooten und haben nicht, in der Story nicht wirklich einen grossen Beitrag geleistet, dass sie vorwärts geht. Ja, aber jetzt sind wir ausgerüstet und können eigentlich direkt Richtung Heisenberg gehen. Wir haben letztes Mal noch die bündige Waffe gefunden von Morrow. Also die Magnum ist das, genau. Morrows versteckte Waffe ist es gewesen. Und ja, jetzt, wir haben uns getrennt von alten Waffen. The show must go on. Okay. Heisenberg scheint Queen-Fan zu sein, oder Freddie Mercury, ich weiß es nicht genau. Werden wir herausfinden, okay. Stronghold, Festung, Friedhof, Sägewerk. Kann ich das da kaputten, wo es gelbe Streifen hat? Nein, kann ich nicht, okay. Ja. Let's go. I'm not too happy about this. Hätte ich gesagt, zuerst mal noch zum Friedhof. Ich muss schnell schauen, ob im Friedhof irgendetwas ist, weil der Friedhof ist ja... Ja, das ist der Friedhof hier. Ja, das ist der Friedhof. Und hinter dem Haus dort hat es auch noch ein Friedhöfli, aber also hinter dem Kirchli da. Aber ja, let's go. Die Festung aufsuchen, okay. Okay, jetzt ist wirklich absolut neues Gebiet. Letztes Mal ist good luck. Okay, werden wir jetzt eben hier irgendwie wie testet. Oh! Was hängt dort? Okay. Wo wollte ich zuerst her? Wollte ich zuerst hier? Ottos Sägewerk. Ja, warum gehen wir nicht zuerst zum Otto? Wollen wir zuerst zu Otto gehen? Oh. Damn. Damn, boy. Ich weiß es nicht. Da hat es auch Kannibalenbeute. Logisch gehen wir zuerst hier. Den Loot holen. Oh. Okay. Das waren nur Vögel gewesen. Oh Gott, da hat's ganz viel. Damn it. Zuerst Story. Zuerst Otto, zuerst Leute, ich weiss es nicht. Ich sollte vielleicht manchmal ein bisschen planen für die Folge. Aber Ottos Sägewerk. Seht mir zu. Und wenn du die Folgen denken, ein paar am Stück, würde ich sagen. Das ist die Frage. Zuerst mal das Gebiet sichern, oder? Mal schön rundum. Okay. Musik ist fucking disturbing. Okay. Musik ist fucking hure disturbing. Also es ist ja keine Musik, es ist echt Geräusch. Es klingt wie ein fucking hure Helikopter oder so. Damn. Mein Herz fährt ein bisschen rasen. Das ist fucking insane hier. Oh! Okay, das sind nur Säule. Okay. Es kommt alles gut. Das Game startet Muse mit Munition. Und Minen. Ja, das heisst, wahrscheinlich wird es jetzt gleich... Es tut mir leid, Säuli. Wahrscheinlich wird es gegen den huren Post abgehen, irgendeine Art Boss oder so. Sonst nehmen wir einfach schnell Morrows Waffen vor und machen einen kurzen Prozess. Hier mit der dort, okay.
Uff, ist das ein Schrei gewesen? Ist das ein Vogel gewesen? Hallo? Okay, yeah, well. Fuck. Well, fuck. Fucking fuck. Okay. Otto! Otto scheint Kannibal zu sein. Oh Gott, nein, Leute, nein. Oh no. No! Otto! Habe ich Rohrbomben? Schieß einfach mal... Otto ein paar Rohrbomben hingern. Okay, Otto. Komm. Ich mache ein bündig Damage machen. Wo ist er? Habe ich noch Rohrbomben? Nein, ich habe keine Rohrbomben mehr, aber ich habe Minen. Oh, renn, Ethan! Oh Gott. Wo kommt er durch? Oh Gott, Otto ist mad. Ich bin einfach dort, Otto. Wenn das überhaupt schon Otto ist. I think this is Otto! Okay, Minen. Okay, Stress. Platzier das scheiß Ding, Ethan! Warum macht Otto nichts? Oh Gott! Oh gosh! Komm mal einfach rauf. Oh! Otto kommt da hier rauf, okay. Otto ist ein Sicke! Oh! Oh Gott, Gesundheit wiederherstellen! Oh Gott! Oh Gott! Otto mal einstecken! Das ist nicht normal! Aber Ethan seine Knarre und seine Kraft ist viel stärker als Ottos fucking Hure. Riesenaxt! Okay. Mine platzieren. Hier! Setzen und rennen, Ethan! Come on! Okay, einfach rennen! Oh. Oh! Otto! No! Hure du! Das sehe ich noch einmal. Otto is a beast! Otto is a... Oh mein Gott. Okay. Let's do this. Warte. Oh fuck. Nice. Otto is gone. Otto is gone. Aber Otto is ein sick MF. Oder wisst ihr, was ich meine? No. Okay, jetzt zuerst mal da die Dinger loswerden. Überall lästige Viecher da. Das ist ja wie irgendwie wenn man schlafen will und dann sind im Hintergrund die ganze Zeit Mucken und Surren. Okay. Hey, what? Okay, das schneit im Vergleich zum Otto. Oh, nice. Okay. Oh, wow. Oh Gott. Okay. Zuerst mal... Oh, Kristall, eine Riesenaxt vom Otto. Also ich hoffe, das ist... Ich hoffe, das ist Otto gewesen, Leute. Ich hoffe, das ist Otto gewesen. Ich hoffe nicht Otto...
ist irgendein anderes Viech, das wir noch nicht begegnet sind, das irgendwie noch 100 Mal grösser ist. Okay, aber der ist jetzt wirklich schon... Der ist fucking insane gewesen. Okay, Scharfschützenmunition. Jetzt können wir mal alles easy looten. Irgendwo da hat es noch Flintenmunition, Schiesspulver. Okay, Öttu ist einfach zu lange alleine in seinem huren Sägewerk gsi. Ist dann aber wahrscheinlich angefangen durchdrehen langsam. Ist dann ein Kannibal geworden oder so, I don't know. Ja, ich weiß überhaupt nicht, warum... Warum ist Öttu überhaupt so gross? Das ist... schon wieder so ein hoher Reis gsi, wie dann... Da in der Nähe von Donnas Grab. Es ist ging noch rot. Das heisst, es gibt noch Stuff. Nice, nice. Da jetzt noch etwas Schönes. Okay. Und es ist blau. Ah, das ist noch... Das ist fang nur der ein Teil von dem riesenhuren Sagiwerk gsi. Okay. That was intense. Okay, da sind ganz viele Schlösser vor dran. Und ich glaube, die sind nicht grundlos vor dran. And I don't know if this was Otto oder ob Otto noch grösser ist. Kraut, nice. Okay, es hat sich einmal gelohnt, wo hier hat es bündig Gefräß und mit dem Duke können verkochen. Metallreste, voll cool. Nice. Ist doch gut, wenn wir ein bisschen Loot-Folgen am Stück haben, wo dann können wir das Zeug dann also schon abhäkeln. Zeigt hier irgendetwas schon blau an? Ja. Untersuchen, okay, 8. Juli. Heute kommt der lustige Kaufmann wieder vorbei, der Duke wahrscheinlich. Er gibt mir immer alte Zeitungen. Ich weiß, Miranda hat sie uns verboten, aber die Welt draußen ist so faszinierend. Okay. Letztes Mal stand etwas besonders Interessantes drin. Ein Artikel über eine Pharmafirma oder so. Ich kann mich nicht an den Namen erinnern, aber das Logo kam mir irgendwie vertraut vor. Umbrella Corporation vielleicht? Es war das gleiche Symbol wie das auf dem Kelch des Giganten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch auf dem Wandgemälde in der Höhle gesehen habe. Umbrella Corporation Logo. Es ist ziemlich speziell, sieht aus wie ein Schirm von oben. Umbrella Corporation Logo. Was macht also das Zeichen einer fremden Firma hier? Hat es vielleicht was mit dem Mann zu tun, der vor ein paar Jahren mal hier lebte? Ach, was ich denk mich da bloß in was rein. Was? Irgendjemand hat hier mal gelebt vor Umbrella Corporation, maybe? I don't know. Okay. Okay. Oh. Vater Nikolaus Engel. Das ist doch hoffentlich etwas sehr Wertvolles. Sehr wertvoll. Eine antike Engelstatue aus dem Besitz Nikolaus, einem der 4 Gründer. Okay. Ist der einer von diesen 4 Grafen? Okay. Das heisst, hier geht's raus. Ah, okay. Wir hätten sowieso nur den Weg können nehmen. Irgendwo sind noch Viecher rum. Der Dunger. Oh, oh, okay, okay, okay. Oh, oh. Okay. Okay. Nice. Okay. Warum hat sie hier noch so Sprengsachen?
Kann sein, dass der Otto, falls das Otto war, er hier raus wäre gekommen. I don't fucking know. By the way. Ah, dort hat es auch noch einen Turm. Da können wir irgendwie noch nicht her. Aber wisst ihr noch, es hat doch ganz am Anfang mal so ein riesen Monster gehabt, das einfach ausgesehen hat wie ein Riesen-like. Und nicht so wie der Otto oder einfach der Riesen, den wir jetzt vorhin besiegt haben, sondern wirklich halt ein riesen Dude. Ich habe das Gefühl, dem werden wir irgendwie auch noch begegnen. Ich frage mich eben, ob jetzt die Fässer von Rusten irgendwie noch für den sind oder ob eben der Otto, falls es der Otto war, der ist, ob der wäre rausgejumpt aus dem fucking Gebäude. I don't know. Weil jedenfalls irgendjemand hat mal hier gewohnt und irgendjemand fragt sich, ob das Umbrella Corporation Logo mit dem Dude zu tun hat, der hier gewohnt hat. Ich weiss es auch nicht mehr, werde es sicher noch mehr herausfinden. By the way, ihr seht, ich bin hier auf dem Weg für zum Duke. Ich will nämlich das Zeugs verkaufen. Und zwar das hier. Das hier. Diesen hier sieht hure episch aus. Haben wir glaube ich schon einmal gehabt. Und diesen hier brauchen wir glaube ich auch nicht. Voll. That's it. Betätigen. Richtig, was das wert ist. Und jetzt können wir noch schnell schauen, ob wir wieder etwas kochen können. Jetzt haben wir bündig Fleisch bekommen. 4, 2, ja. 3. Das könnte man machen. Aber das wäre besser. Von dem her warten wir. Werkstatt. Diesen hier, ja. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Wir haben richtig bündig Cash. Feuerrate können wir von mir aus auch noch ein bisschen tun. Und jetzt bei welcher? Da hier, wenn wir noch Nachladegeschwindigkeit. Magazingröße zuerst, ist wichtiger. Aber es reicht easy noch für das hier. Die Sicherstellung von Waren sehr schön. hat oberste Priorität. Können wir da auch Magnum-Munition kaufen? So wie es aussieht, nicht. So wie es aussieht, nicht. Nein. Okay. Aber was wir Danke für deine können. Treue. Jojo. Flintenmuni herstellen. Zuerst noch einen Trank. Und Flintenmuni. Und nochmal einen Trank. Sehr schön. Sehr schön, okay. Jetzt schnell heute einen kleinen Abstecher zum Ottos. Zum Ottos. Zum Ottos Warenhaus. Schnell ein paar bündige Möbel im Sägewerk anschauen. Aber nichts gekauft. Nein. Schnell einen Abstecher zum Otto geben. Wir wissen immer noch nicht, ob das Otto war, der Riss. Aber ja, jetzt hat der Riss besiegt, hat Kannibalenbeute bekommen. Und geht jetzt in dem Fall da. Endlich, finally, zum Test vom Heisenberg. Wenn du das Flakon findest, dann bestehst du... Oh! Irgend so etwas hat er gesagt. Wo? Nicht okay, nicht okay. Die Musik ist auch nicht okay. By the way, jetzt habe ich nicht mehr viel Muni mit der Knarre. Das war mal. Das war einmal. What? Wo kommt das hure Geräusch? Okay, mein Aufnahmeprogramm tut irgendwie komisch. Aber jetzt schon nicht mehr. Okay. Okay. Schnell ein bisschen die Sonne genießen. Oh. Jesus! Oh oh. Oh oh. Kommt nur. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir brauchen viel zu viel Muni. Viel zu viel Muni. Nice. Nice. Leute, die Musik ist
fucking durch. Also wie gesagt, es ist ja immer noch keine Musik, einfach die scheiß hure Geräusche. Oh Gott, was ist das gewesen? Das ist etwas Grosses gewesen. Irgendein knurrendes hure Monster. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Hier jetzt auch noch irgendein Schatz dort oben. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Okay, okay. Da dort snipen wir heute. Ha! One Shot. Okay, aber das, was ich hier höre, das passt mir nicht, Leute. Das passt mir hure nicht. Das passt mir hure nicht. Haha. Okay, nice. Okay, wie viel von euch Dinger wollen noch kommen eigentlich? Okay, die lasse ich aber schon one-shotten mit der richtigen Waffe und der richtigen Präzision. Präzision. Ja, und dahinter kommen sie wieder. Ich finde es echt nice, wenn er so ein bisschen einer nach dem anderen kann. Oh Gott! Damn! Das ist neu. Das ist hure neu. Oh, okay, okay. Ihr wollt ein Fernkampfduell, ihr bekommt ein Fernkampfduell. Ist er? Er ist. Und der andere macht echt nichts. Bam. Okay. Ich habe das Gefühl, das war noch lange nicht alles gewesen. Okay, aber wir können wieder Flinten herstellen, das gefällt mir. Gut. Gut, gut, gut. Ist das eine Falle? No, it's not. Metallreste, nice. Ich höre ganz viele Likes. Aber ich sehe sie nicht. Was sind dort Metallreste? Die, was mir jetzt angezeigt hat? Bitte? Hallo? Okay. Okay. Richtig düster hier. Auf das Fass wollte ich definitiv noch nicht schießen. Aber ich nehme mal einfach sicherheitshalber. Oh, Jesus Christ. Ah ne, das sind... gut, okay, ich meinte, das sind da die fliegenden Dinger. Fliegende Monsters, aber es sind nur Raben, glaube ich. Also, nur Raben, das ist kein gutes Zeichen. Ein schlechtes Omen. Okay, Resident Evil 7, Jack, kommst du jetzt hier aus der Mauer zu klepfen, wie ich weiss nicht was. Nope. Ja, das hat mich mitgenommen, das zieht sich jetzt jedes Let's Play rein. Wo? Du bist gone. Okay. Der wollt ein Fernkampfduell. Der bekommt das Fernkampfduell. Bam! Okay, da unten hat es auch noch. Bam! Oh mein Gott! Ich bin so OP! Ich bin so OP! Gebt mir euren Loot. Oh, irgendetwas ist noch rum. Aber wo? Wo ist noch ein... Es klingt hure nah. Oh Gott! Oh! Ich habe die Animation gecancelt. Ich habe die Animation gecancelt. Habt ihr das gesehen? I fucking cancelled die Animation vom Halo. Ich weiß jetzt nicht, wie ich gedrückt habe. Aber ich habe mich viel schneller gekillt, als eigentlich die Animation wäre.
richtigen Speedrun-Move hier gemacht. Natürlich voll bewusst. Nein, okay. Kristallener Schädel, okay. Sieht easy nach einer Arena aus hier. Jo. Sind jetzt mit im Gefecht drin. Wenn wir noch ein bisschen Loot sammeln. Ich hoffe nicht, dass es einfach auf das Mal heisst, jetzt kommen nochmal 100 auf einmal. Wo ich... Ja, mal, ich wäre schon ready. Ja, ich wäre schon ready, Leute. Ach, schnell heute so 100... Ja, nicht 100 ist schon ein bisschen viel, aber... Ja, einfach nochmal ein bisschen... Ja, ein bisschen Action, kein Plan. Ich bin schon die ganze Zeit am Laufen, aber Wie kriege ich dieses Tor auf? okay. Jetzt wird es auf das Mal zum Resident Evil wird jetzt zu Uncharted. Wo wir haben jetzt hier ein fucking Rätsel. Wo wir sind jetzt nicht mehr der Ethan Winters, wir sind jetzt der Nathan Drake. Der jetzt das Tor müssen hier aufbringen irgendwie. Nein, natürlich nicht. Wir wollen dem Game die Stimmung nicht kaputt machen. Wir sind natürlich immer noch der Ethan Winters. Well. Schatz unter der Festung. Den haben wir irgendwie verbockt. Okay, Tor 1 von 2. Geht auf. Und natürlich kommen sie. Natürlich kommen sie. Okay, ich hab's wollen. Hier habe ich's. Bleib einfach da oben. Schiessen einen nach dem anderen von euch da runter. Kommt nur. There's only one way for you. Oh, oh, oh Gott! Oh, oh, oh Gott! Oh no, no! Oh Jesus! Okay. Okay, umdrehen! Vielleicht bin ich da oben doch nicht so sicher, wie ich zuerst gemeint habe. Vielleicht hat es doch mehr als einen Weg. So geil! Er fliegt in die Luft! Zurück! Oh, Jesus! Okay. Zuerst eine grosse Schnorre haben, von wegen von ich bin ready, ich bin so etwas von ready und jetzt kommen sie und ich bin echt nicht ready. Okay. Bam, aber für so Zeugs bin ich schon zu haben. Wenn ihr alle nur einen Weg könnt kommen, dann bin ich voll zufrieden. Komm, nochmal! Hui! Aber jetzt habe ich natürlich da schon fast wieder keine Muni mehr. Schau mal, wie lang... Wie viel? Bam! Komm! Oh Gott! Oh Gott! Kann das sein, dass es nie aufhört? Okay, falls es nie aufhört, heisst es echt so schnell wie möglich das hure zweite Tor aufmachen. Ich weiss es aber nämlich nicht. Oh Gott! Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine fucking Muni mehr. Lord. Das könnte aber auch der letzte Zeit sein jetzt hier. Ausser das geht jetzt geht wieder los. Nein, die Musik beruhigt sich. Okay, mal den ganzen huren Loot aufsammeln. Nice. Oh, Leute. Okay. Ich bin schon ready gsi. Ich nicht gedacht, dass die Dinger da rauf können und da überkumpen und weiss nicht was. Safe, jetzt müssen wir dann nur noch dort hinten das Tor auf tun und wahrscheinlich kommt da nochmal so ein riesen hure Bretsch von Likes. Ist es auch nicht. Was mich jetzt noch Wunder nimmt, unter der Festung.
Weiss nicht, vielleicht können wir da einfach noch gar nicht her unter die Festung. Weil das wäre ja irgendwo... Hier. Ja. Genau da und nie anders. Vielleicht... Irgendetwas aufsprengen? Wahrscheinlich nicht. Schauen wir noch schnell von draussen, ob wir irgendwie einen Weg finden, hierher zu kommen. Zum Beispiel hier. Nope. Nope. Okay. Gehen wir nochmal rauf. Schauen noch schnell, dass wir eine bündig Muni nachrüsten. Ah, dammit. 2 ist völlig okay. 8 Schüsse mit der Flinte ist nicht so okay. Bei Bischero eben von die 30 zweimal herstellen, dass das geht. Das ist schon okay. Flinte finde ich ehrlich gesagt, nach meinem Geschmack dürfte es ein bisschen mehr haben. Okay. Ja, wir sind bei einer guten Länge von der Folge. Einen von diesen 2 Hebeln haben wir schon gezogen und der zweite Hebel ziehen wir in der nächsten Folge und schauen, ob dann nochmal so ein riesen Ansturm kommt. Und falls ja, vernichten wir sie. Falls nein, schauen wir, was dort hinter dem Tor ist. Und falls ja, wenn wir sie vernichtet haben, schauen wir auch dann natürlich, was hinter dem Tor ist. Das hat gefällt. Ja gut, dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!